Herzlich willkommen da auf Lost Temple zu einem weiteren Spiel StarCraft 2 und heute spielen für uns der Scooter von 40S Arrow gegen den Emu-Farm von Skill.ch und es ist hier endlich das zweite Spiel von der dritten Serie vom Clan War zwischen 40S Arrow und Skill.ch und wir wissen, Scooter hat das erste Spiel für sich können entscheiden, hat einfach die bessere Army Composition zum richtigen Zeitpunkt gehabt und hat ein sehr Marauder-lastiges Bild vom Emu-Farm können kontern mit ein paar sehr, sehr starken Immortals, die für den Zweck natürlich perfekt geeignet sind. Und so ist der Emu-Farm hier schon unter mächtig Druck. Er muss das Spiel gewinnen. Sonst ist die Serie fertig und 40S Arrow kann auf 2:1 herkommen in dem Clan War. Und wir sehen, die beiden Opponenten diskutieren ein bisschen, was man machen darf und was nicht. Bauen erste Production Buildings auf. Sehen zuerst Standard Gas ein bisschen früher für den Emu-Farm. Und man scoutet zuerst wieder die schnellen Positionen vom Gegner, wo man es wissen muss, dass er ist. Weil je nachdem muss man seine Strategie vielleicht ein bisschen anders handeln. Und wir sehen, hier kommt eine spannende Kommandozentrale, wird metamorphosiert, oder wie das Verb echt heißen soll, zu einer Satellitzentrale. Arme Kleine. Kommt sie weg, die Probe? Ja, sie kommt. Nochmal Glück gehabt. Der Emu-Farm entscheidet sich, seine Marines zurückzuziehen. Und was sehen wir da? Jetzt warten wir auf Scouting vom Emu-Farm. Und was hat er alles gesehen? Nur die halbe Basis, ein Gas hat er gesehen. Das zweite Gas, das raufkommt, sieht er nicht. Und so sieht er auch nicht das Raumportal, das jetzt da raufgeht. Dem der Emu-Farm sich wieder mit Marauder umtestet. Und das Emu-Farm kontrolliert hier den Excel-Nagelturm. Hat anscheinend die Probe da oben vernichtet. Aber der Scooter haut da schon einiges an Truppen aus und er macht seinen ersten Void Ray. Direkt auf Void Rays gegen Terras. Hat der Scooter eine Ahnung, was da kommt? Anscheinend hat er es nicht. Dann er baut weiter viele Marodeur. Und Marodeur, so stark sie auch sind gegen Void Rays, machen sie meistens das zweite. Und der Emu-Farm sieht auch den Void Ray nicht, mit dem Scan nicht. Sieht auch das Raumportal nach wie vor nicht. Und kann natürlich jetzt nicht reagieren auf die Voids. Er weiß immer noch nicht, was auf ihn zukommt. Jetzt hat er den Void Ray, hat er ihn gesehen? Nein, scheint nicht. Und kommt der Push. Er entscheidet sich mal selber sein Gebäude anzugreifen, damit das nicht grün aussieht, wenn der Gegner kommt. Und jetzt muss der Scooter eigentlich nur lang genug ein Gebäude fokussieren, um seinen BOI-Race aufzuladen. Und hier kommt der Zweikampf. Und wir sehen, alle Berserker sind tot, aber es sind auch alle Marines down. Und jetzt sind nur noch Marodeur da und da kommt der dritte Void Ray und die Marodeur sehen ziemlich alt aus gegen die Void Rays. Die Void Rays kontrolliert hier gut Tramp. So kann es keinen Gegenpush geben vom Emu-Farm, wo da versucht, ein paar Towers aufzuzimmern, um das Spiel doch noch zu entscheiden. Aber es ist alles vorbei. Anscheinend, hier kommt noch ein Hellion raus. Aber der Emu-Farm gibt GG. Glaubt irgendwie nicht, dass Sinn Hellion noch etwas an dem Spielergebnis kann ändern. Und wir haben ein kurzes und knackiges Spiel gesehen mit einem interessanten Einsatz von schnellen Void Rays. Der Emu-Farm hat es nicht können scouten, hat sich nicht können darauf vorbereiten und muss auch hier GG geben. Und damit steht es 2:0 in der Best of 3 Serie. Und wenn es in der Best of 3 Serie einmal 2:0 steht, ist sie auch entschieden. Damit gewinnt der Scooter für 40S Arrow, für seinen Clan. Damit steht es in dem Clan War 2:1 und 40S Arrow hat nach wie vor jede Chance, die Clan War ausgeglichen zu gestalten. Ich hoffe, wir kommen irgendwann noch an die Replays. Und bis dahin bin ich der Situal und sage GG!